Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Ja, ich bitte zu entschuldigen, wenn am rechten Bildschirmrand möglicherweise noch was Blaues zu sehen sein sollte. Das gehört zum Startbildschirm von die... Ups, junge Riesenratte. Das gehört zum Riesenrattenbildschirm, genau. Das gehört zum Startbildschirm von die Nacht des Raben noch, von unserem Hauptmenü. Und wenn ich das nicht wegschneiden kann, bitte ich um Verzeihung, das ist definitiv nicht absichtlich. So, erstmal Wasser gluckern. Das machen wir sowohl im Spiel als auch der Let's Player. Ah, sehr erfrischend. Ja, was hinzukommt, ist dann hier, finde ich, sehr schön gemacht, dass die Waffengattungen hier gestapelt werden. Dass wir es nicht wie in Gothic Ends als riesengroße Oshido im Inventar haben, die totale Platzverschwendung ohne Ende sind. Oh, irgendwo ist eine Blutfliege von uns aufmerksam worden. Komm her, du Sau. Dich mache ich fertig. Na. Komm her, du. Ja, der hängt jetzt am Baum fest. Ah, jetzt Jetzt ist er kaputt. Und Da ist nichts zu holen. natürlich. Wir können ja noch nichts rausrupfen. So klug sind wir noch nicht. So, Heilpflänzler haben wir angesammelt. 10 von jeder oder von einer Gattung. Hat uns Lester Jogorote, sollten wir die Stadtware vorweisen können. Und wir haben 11 Heilkräuter. Das sollte eigentlich ausreichen. So, da haben wir noch hier Riesenratten. Nimm das! Nimm das! Stufe gestiegen! Haha, ich bin dermaßen mächtig, dass ich hier in Höhle 3 Riesenratte erschlagen kann und mir auch noch ihr Fleisch hol. Ja, halt oben speisen wir wie die Könige. Schädelfund und ein Lederbeutel. Hoho. Aber erstmal hier das Pilzelreizwicke. Und, komm, wir sind ekelhaft. Deswegen zwicken wir uns auch noch hier von einer Riesenratte das rohe Fleisch rein und spülen sie mit dem Appel weg. Ja, geil. Ein Lederbeutel. Der Beutel ist voller Münzen. 50 Gold erhalten. Wuhu. So noch ein guter Dunkelpilz. Hey, hör auf, der Kamerade zu fressen, du eklige Riesenratte. Das darf nur ich. Also Kadaver locken, junge Riesenratte. Jocken vor allem, ne? Ja, das lockt die Biester hier an. Dafür finden wir hier noch was Interessantes. Hier muss ein Grabmal gewesen sein von jemand. Heilwurzel sogar. Ja, Sarkophage gibt's hier auch. Der steht sogar noch richtig, der andere ist schon versumpft. Iota von 721 bis 762. Ja, allzu alt ist er nicht Woche, aber sein rostisches Schwert nämlich liebend gern. Erstmal ein Pilz. Damit sieht die Welt viel besser aus, die sind auch so schön knackig. Ach du Scheiße. 30 Stärkepunkte braucht das rostige Schwert. Okay. Hatte ich so nie mehr in Gedächtnis. Das muss am Add-on liegen. Weil ich glaube noch in Erinnerung zu haben, dass in Gothic 2 der normale Edition, dass man das schon mit Stärke 10 hat führen können und dass es so etwas mehr, so 50 Schade oder so gemacht hat. Aber rostiges Schwert, Schade mit Stärke 30 finde ich schon etwas heftig. Naja, wenigstens hat es zu regnen aufgehört. Und wir können auch wieder hochklettern jetzt. So, Lasty Boy. Sag mal was. Was weißt du über die Gegend? Wenn du den Weg weiter runter gehst, kommst du zu einem Bauernhof. Ein kurzes Stück dahinter fängt auch schon die Stadt an. Sei aber vorsichtig, hier treiben sich nicht nur Wölfe und Ratten rum, sondern auch Goblins und Banditen. Okay. Das nehme ich mal so hin, wie es ist. Und dann gehe ich mal aus dem kleinen Tal wieder raus. Halt mich immer schön bei der Bam und dann kommen wir auch wieder hier hoch. So, mach's gut, Pelzerwald. Und dann geht's jetzt weg. Wandern ist das Heldenlust, auch wenn er keinen Namen hat. Manchmal ist auch Frust. Ja, so. Oh Gott, ich sollte nicht singen. Oder versuche zu singen. Und rappen soll ich echt recht nicht. Egal. So, gehen wir hoch. Und gucken, was da abgeht. Jetzt können wir nämlich Richtung Stadt gehen und wissen hier Bescheid. Wir haben hier in unserem Tagebuch notiert. Kräuter für Konstantino. Lester sagt, dass ich mit 10 Pflanzen der gleichen Art an den Stadtwachen vorbeikomme.
wenn ich sage, dass sie für den alten Alchemisten namens Konstantino sind. Das ist einer von der Lehrmeister übrigens. Ich muss mich, um zu der Paladine zu kommen, muss ich mich Meister anschließen. Das heißt, ich muss im Handwerk hochgehen. Dann bin ich offiziell ein Bürger der Stadt und darf auch in die Overstadt hoch. Jo! Und Konstantino ist der Alchemist. Ich könnte bei ihm Alchemie lernen, aber ich finde, als angehender Paladin wäre doch das Handwerk des Schmieds eigentlich recht angebracht. Komm her, du junger Wolf, dich mache ich fertig. So, ein paar Mal auf die Schnut gekloppt. Ey! Oder ein paar Mal auf die Schnut gekloppt kriegt. Und dann gibt es auch ein bisschen Wolfsfleisch. Das ist immer das Beste, ne? So, da können wir uns mal hier so Heilkrautschneid zwirbeln. Nimm 1 ein und nimm dir 2 aus der Natur. Natur ist geil, ne? Du nennen wir auch nochmal den Pelzerwald. Gesagt, das Turm steht auch ganz, ganz sicher hier an der Klippe. Einmal unterspült und einmal ein bisschen Hochwasser. Und die ganze Kiste rutscht ins Tal runter. Aber ich habe sie nicht konstruiert. Mir kann das egal sein. Jo, ansonsten finden wir hier auch noch, wenn wir einfach nur Gothic 2 spielen, hier ein altes Lager vor. Bei die Nacht des Raben steht der illustre Geselle hier und der kann uns ein bisschen weiterhelfen. Rostige Axt haben wir auch noch. Geiles Ding, Stärke 40 braucht's und Schade macht's 40. Ja, da merkt man dann schon später, wenn wir als Schmied unterwegs sind. Die bessere Schwerter haben natürlich mehr Schade für wenig Stärke für viel Schaden. Der hat einen Fisch bei sich, einen schweren Ast. Und es ist Kavalorn. Sagt euch der noch was? Der war beim alte Lager runter. Nichts zu holen. Hat der seine Jägerhütte gehabt. Und jetzt steht er hier in so einer schnieke Rüstung. Aber vorher gucken wir uns hier nochmal in der Umgebung ein bisschen um. Wollen uns hier noch so einen Blauflieder. Da ist auch noch einer. Da gibt es noch einer. Ja, Natur ist was Schönes hier. Definitiv. Und hier gibt es auch noch einer und das Skelett am Baum. Und noch so Spruchrolle. Und noch zusätzlich einen Lederbeutel. Lederbeutel sind eh mal geil in Gothic 2. Die haben nämlich immer irgendwas Schickes dabei. So, der Fisch habe ich euch noch nicht gezeigt. Der macht 5 Lebensenergie-Wiederherstellung. Was habe ich dann noch gekriegt? Wahrscheinlich war das hier Feuerpfeil, was ich hier nochmal gekriegt habe. Ein paar Münzen klimpern darin, Wert 25. Und wer jetzt gedacht, 25 sind Gold sind drin. Wir haben jetzt fabulöse 135 Goldstücke bei uns. So, Kavalorn, alter Kumpel. Habe ich hier schon reingeguckt? Nö, habe ich nicht. Da wären wir beinahe noch ein Dolch, 5 Goldstücke und Essenz der Heilung Flöte gegangen. So. Aber jetzt, hey, alter Kumpel, alter Jagdkumpel, du hast mal Schleiche beigebracht in Gothic Ends, weißt du das noch? Ärger? Verdammt, ich weiß gar nicht, wo die sich alle versteckt halten. Du tötest einen und kurze Zeit später sind sie alle wieder da. Moment mal, ich kenne dich doch. Du bist doch der Kerl, der mich damals im Minental ständig um Pfeile angebettelt hat. Du musst dich definitiv irre, Kavalorn. Ich habe nie irgendwie mit dem Bogen geschossen, nur im Schläfertempel, später mal mit der Armbrust. Aber um Pfeile angebettelt nicht. Aber es war immer mein tolli beliebt, die Handelsware. Bitteschön, ne? Dein Name ist Kavalorn, richtig? Ah, ich sehe, du hast mich nicht vergessen. Natürlich Nach allem, nicht. was wir durchgemacht haben in der verfluchten Kolonie. Richtig. Wo willst du eigentlich hin? Ja, auf der Wurstmarkt noch Dergem am liebsten. Aber erst einmal dohi. In die Stadt. So. In die Stadt also. Du könntest Probleme mit den Wachen kriegen. Die lassen nicht mehr jeden rein, seit es hier in der Gegend vor Banditen wimmelt. Hier ist in den letzten Tagen einer dieser ehemaligen Psioniker aus dem Minental vorbeigekommen. Er meinte, er geht ständig ein und aus in Khorinis. Er ging in das Tal unter dem großen Turm. Irgendwo bei dem Wasserfall dort muss es einen Weg dorthin geben. Vielleicht solltest du mit dem Typen mal sprechen. Do war ich schon. Und die Psioniker sind die Sumpfspinner, ja, da hat wohl Lester gemeint. Aber hey, was trägst du dann, du? Interessante Rüstung, die du da trägst. Gehörst du nicht mehr zu den Schatten? Schatten? Die gibt es seit dem Fall der Barriere nicht mehr. In dem Moment, als wir endlich das Minental verlassen konnten, gab es für mich keinen Grund mehr daran festzuhalten. Ich arbeite jetzt für die Wassermagier. Ich gehöre zum Ring des Wassers. Was ist denn das? Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Mir ist es eigentlich nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Alles, was ich tun kann, ist, dich zu Vatras zu schicken. Er ist der Vertreter der Wassermagier in Khorinis. Am besten, du redest mit ihm.
Sag ihm, du kommst von mir. Vielleicht nimmt er dich ja bei uns auf. Wir brauchen dringend mehr gute Leute. Hallo hopp, merke ich mal mal. Zumindest kennen sie Wassermagier. Das muss auch nicht Wassermagi eher oder sowas. Hier, ne? Was machen die dann? Was machen die Wassermagier jetzt? Sie sind an einer großen Sache dran. Es geht um einen unbekannten Teil der Insel. Ein unbekannter Teil? Wo soll der liegen? Mehr darf ich dir nicht sagen. Sprich mit Vatras in Korinis. Hallo hopp, aber, ne? Altes Lager und neues Lager und Wassermagier, Waren du und deine Leute damals nicht mit den Wassermagiern verfeindet? Die hirnverbrannten Zeiten von damals sind vorbei. Es gibt kein neues Lager oder altes Lager mehr. Jetzt, da die Sträflingskolonie nicht mehr existiert, ist jeder auf sich allein gestellt. Die meisten von uns ehemaligen Gefangenen werden immer noch verfolgt. Die Wassermagier konnten erwirken, dass mir meine Strafe erlassen wurde und ich mich jetzt frei bewegen kann. Ja, das ist natürlich praktisch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nur so Hohlbrocke gibt, die damals so Verfechter von Gomez waren und immer noch die Leute aus dem aus dem neuen Lager nicht ausstehen können. Was machst du hier? Ich sitze hier fest. Wenn diese verdammten Banditen nicht gewesen wären, wäre ich gar nicht hier. Was ging da ab? Was war mit den Banditen? Hast du die letzten Wochen verschlafen? Ja. Ich rede von dem ganzen Gesindel aus der Strafkolonie, das sich hier in der Gegend breit macht. Plündern und morden, was das Zeug hält. Kann froh sein, dass sie mich am Leben gelassen haben. Ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Da haben sie mir von hinten ins Übergezogen. Keine Ahnung, wie ich jetzt meinen Kram wiederkriegen soll. Lass mich rote, das allermeiste Pack von denen sind diese namenlose Bandite aus dem neuen Lager gewesen, ne? Du wurdest von Banditen ausgeraubt? Ja, niedergeprügelt und den Goblins zum Fraß vorgeworfen haben sie mich. Es waren verflucht wichtige Sachen. Ein Brief und mein ganzes Geld. Ich muss es unbedingt wieder haben. Aber ohne Rückendeckung gehe ich da nicht mehr hin. Dieses feige Lumpenpack. Also der kann das wesentlich besser als ich, deswegen gehe ich mit ihm und staub die Erfahrungspunkte ab, die der mir liefert. Kann ich dir bei der Sache mit den Banditen helfen? Vielleicht. Aber so abgemagert wie du aussiehst, hast du seit Wochen kein richtiges Schwert mehr in den Händen gehalten. Nun, ich habe wohl keine andere Wahl, als dein Angebot anzunehmen. Meine Zeit wird knapp, also pass auf. Den Weg hier runter ist eins dieser dreckigen Erdlöcher, in denen sich die Banditen gerne verstecken. Die Kerle dort sind genau die, die meinen Kram gestohlen haben. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, und dann schnappen wir uns das Lumpenpack. Alles klar. Du schnappst das so und ich stehe hinten dran und sehe gut aus. Und was die Leute angeht, in Gothic 2 musste man sich allein mit den Typen anlegen. Konnte man optional, musste man jetzt nicht unbedingt. Aber allein sind die schon am Anfang extrem hart. So ist es umso besser, dass sie hier Coverlawn eingebaut haben. Aber Cell, ne? Ich brauche bessere Ausrüstung. Und Sehr jenes. viel haben die Schweine mir nicht gelassen. Ich kann dir ein Wolfsmesser geben. Nämlich. Reicht dir das erstmal? Jo. Messer ist gut. Aber wie steht's mit Heilung? Ich hätte hier noch 2 Heiltränke. Interesse? Ja, klar. Her damit. Super Sach. Dann auf hier mit Gebrüll. Lass uns die Kerle aufmischen. Alles klar. Halte mir einfach den Rücken frei, okay? Mach Jetzt ich. werden die ihr blaues Wunder erleben. Das mache ich doch gern. Und wir haben hier das Wolfsmesser. Macht 30 Schade für 10 Stärke und gibt noch 3% mehr auf Einhand. Wie wir jetzt sehen, sind wir bei Einhänder jetzt auf Anfänger 13%. Hier in Gothic 2 lernen wir das Zeug für Einhänder. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Okay, dann nehme ich der rechtliche Kruscht, dass der sich noch mehr einsteckt hier. Muss ich doch mal kontrollieren, was der hier so schafft. Sollten wir hier nicht dranbleiben. Ja, hier gibt es jetzt Stufe 1 und 2, dass man automatisch da ist, sondern man stuft prozentual hoch in Gothic 2. So. Da hat er schon einer umgemietet. Den zweiten kümmert er sich so. Oder versucht es zumindest. Sehr schön. So, Das hast du verdient, Mistkerl. du nehme ich das Zeug auch mal lieber an mich. Da ist nichts zu holen. Und Arme Wurst. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. eine gute Brago. Da holen wir uns auch mal das Zeug. Huch. So, das wäre erledigt. Ha, sie hätten sich eben nicht mit mir anlegen sollen. Dann kann ich jetzt endlich meinen Auftrag erledigen. Hab schon viel zu viel Zeit verloren. Was für ein Auftrag? So. Ja, ich muss erst in die Stadt und dann später... Ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig schaffen soll. Was ist mit mir? Warum eigentlich nicht? Du könntest den Brief in die Stadt bringen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen müsste den Brief in seiner Tasche haben. Schon Bring genommen. ihn zu Vatras, dem Wassermagier der Stadt. Du wirst ihn im Adanos-Tempel treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr geschafft habe.
Und wenn er dich fragt, wo ich bin, sag ihm einfach, ich bin schon zum Treffpunkt aufgebrochen, okay? Ach ja, eins noch. Kauf dir bei den Bauern erstmal ein paar anständige Klamotten. Sonst hält dich noch jemand für einen Banditen. Hier hast du ein paar Münzen. Ah, 50 Gold gibt's auch noch. Aber ich würde gerne was lernen. Kannst du mir was beibringen? Sicher, das weißt du doch. Mensch, dir haben sie ja ganz schön zugesetzt. Du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, was? Ja, deswegen würde ich gerne was lernen. Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? So, da könnte man jetzt entweder Schleiche lernen. Oder wie gesagt, Einhandwaffen plus 5, das sind dann Prozent. Ich würde mal Schleiche für 5 ganz gern lernen. Mit weichen Sohlen hast du eine größere Chance, dich deinen Gegnern zu nähern, ohne dass sie es merken. Jo, toller Tipp. Dann würde ich nochmal Einhandwaffe ganz gern um 5% steigern. Kampf mit Einhandwaffen gelernt. Sehr schön. Besser so. Du hast eine Menge verlernt seit damals, aber das kriegen wir schon wieder hin. Vor allem seit damals, von vor 3 Wochen, genau. So, hier haben wir noch was. Glücklicherweise musste ich gegen die Knabe nicht so kämpfen. Das Gute ist bei Menschen mittlerweile, wenn das Feinde sind, dann sterben die sofort. Man muss dann nämlich der Coup de Grâce geben, wie das jetzt bei der Gardiste in der freien Mine und so weiter war. Das haben sie glücklicherweise geändert. So. Hier hätten wir noch hier der Nagelknüppel. Der braucht Stärke 10 und macht 25 Schaden, aber das Ding ist etwas besser. Dafür hat der Nagelknüppel wesentlich größere Reichweite. Aber das Wolfsmesser macht einfach mehr Schaden und gibt nochmal ein Handtalent. Ja, ein Humpe Bier haben wir noch. Dunkles Paladiner. Gibt ganz klar ein bisschen Lebensenergie und Mana-Bonus. Und dann hätten wir noch ein paar andere Sachen hier. Diese Botschaft wurde sorgfältig versiegelt. Das sollte ich nicht aufmachen. Da haben wir noch einen Steckbrief. Ein Bild von mir. Ist das ein feiner mit einer wunderschönen Schweinenas. Alter, ist der hässlich, der Typ, den wir spielen. Und Nachricht haben wir hier noch. Haltet alle Männer auf, die aus den Bergen kommen. Falls jemand den Pass entlang kommt, ist es wahrscheinlich ein alter Mann. Lasst euch nicht von ihm täuschen, er ist ein gefährlicher Hexer. Behaltet den Kerl im Auge. Kann gut sein, dass der Typ, den wir suchen, mit ihm Kontakt aufnimmt. Mit diesem Brief schicke ich euch 30 Goldstücke. Nochmal 30 bekommt derjenige, der den Mann tötet. Bringt seinen Kopf zur alten Mine beim Großbauer. D. Das sollten wir mal unbedingt hier gehen und dann wohl einen Besuch abstatten. Kurzbogen gibt es auch noch. Macht Schaden 15 und benötigt Geschicklichkeit 10. 29 Goldstücke Hämmer. Das waren wahrscheinlich die 30 im Voraus. Dafür haben sie Ends schon verprasst. 15 Pfeile gibt es noch. Und den Kruscht eignen wir uns jetzt auch nochmal an. Gehört zu uns. Ja, das Wolfsmesser ist zum Beispiel, so ein Ding, was es nur in die Nacht des Raben gibt. Sowas gab es in Gothic 2, dem Grundspiel, gar nicht. Da gab es keine Waffe, die ein Handtalent jetzt zum Beispiel verbessert hätten. So, da gibt es auch noch einen Dunkelpilz. Da muss ich aber nochmal gucken. Ja, ein bisschen was muss ich noch machen, dass ich weiterkomme. Ich habe meine Stärke, ja, die ist durch den Gürtel natürlich erhöht. Gürtel gibt es auch nur in die Nacht des Raben. Bin immer noch auf Anfänger, was mein Crits angeht. Aber es wird besser, es wird stetig. Stärke könnte ich dann auch nochmal erhöhen. Aber was ich für sehr wichtig erachte, ist definitiv, dass ich Tiere ausnehmen noch lerne. So, der Bandit hat auch nichts mehr. Also wie in Gothic Ends will ich natürlich auch die Trophäe von besiegte Tiere entnehmen können. Kostet hier meistens glücklicherweise nur einen Lernpunkt, glaube ich. Noch in Erinnerung gehabt zu haben, dass man das System 8 durchaus verbessert hat, dass es nämlich gleich 5 Lernpunkte kostet, sondern einen Lernpunkt. Aber dafür muss man halt wirklich alles lernen, sprich Zähne muss man separat lernen, die Häute muss man separat lernen und so weiter und so fort. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig hier im Spiel, was die Fähigkeiten angeht. So, da komm mal her, Wolfsmesser, da steht der Name drauf, junger Wolf. So, aber ich muss ganz, ganz nah an die Gegner tragen oder mit. Das ist etwas, was mir weniger gut gefällt. So, erstmal ordentlich was gecrunched wieder. Wer kennt das nicht? Die gute, saftige Dunkelpilze. So, haben wir hier dann nichts mehr? Nee. Okay. Gut. Da ist auch nichts mehr. Und da haben wir noch wieder ein paar von den Heilpflanzen, von den 10er. Ja, beim Bauernhof da drüber, der ist hinter dem Innerschrein. Da sollen wir uns anscheinend auch noch was besorgen.
Blauflieder gibt es ja noch. Eine Fischsuppe hat man hier Innos geopfert. Blauflieder. Noch eine Fischsuppe. Jemand hat eine Äppele geopfert. Wasser. Gold gehört jetzt uns. Und dann die Sache hier speichern wir auf jeden Fall an mal, weil hier 3 junge Blutfliege rumschwirren. Aber vorher beten wir erstmal, oder? Ich spende 100 Goldstücke. Innos, Dank für dein Gebet. Alter, du Geizknorzer. Das gibt's ja gar nicht. Wie viel Gold habe ich denn jetzt noch? 120, Alter. Nochmal gucken. Moment. Nochmal gucken, ob das sowas bringt, wenn ich jetzt gerade nochmal bete für 100 Goldstücke. Wie schaut's aus? Nochmal. Innos, Dank für dein Gebet. Alter, du mieser Knotzer. Dann halt nicht. Dann lade ich halt hier nochmal. Also sorry, aber das muss jetzt echt nicht sein. Hier 100 Goldmünze verschwende. Wie sieht's denn aus, wenn ich für 50 was gebe? Ist er auch nur dankbar dann, oder? Ja, Innos, Dank für dein Gebet. Du mich auch. Wisst was? Das machen wir wirklich erst, wenn wir über genug Kohle verfügen. So einen Spaß machen wir wirklich erst, wenn wir genug Geld haben. So, unser Messer hat, wie gesagt, nicht gerade die höchste Reichweite. Deswegen wäre es dann verkehrt, die Biester eigentlich relativ einzeln rauszulocken. Okay, es kommen nur 2, glücklicherweise von 3. Okay, wir probieren es trotzdem. Hey! Komm her, du. Mistvieh. Okay, Andy Hammer. Das andere... andere hat uns niedergemacht. Okay. Wie sieht es dann folgendermaßen aus? Kann ich da irgendwie Dragier... Ohne dass du was... Ja, Annie sieht mich nur. Ja, komm her. Ist ja gut. Nur Annie ist in Ordnung. Sehr schön. So wird das gemacht. Nichts zu plündern. Oh ja. Dann wird die jetzt nochmal gespeichert. Und der nächste wird gelockt. Ja, der sieht mich. Am Anfang muss man definitiv nur noch taktieren. Das ist leider Gottes so. Aber je stärker wir werden, desto mehr können wir natürlich auch hier der Haut drauf machen. Das ist ja völlig klar. So. Da ist nichts zu holen. Ich opfer dir Blutfliegen, Innos. Was haben wir denn hier noch? Weißer Rum. Geil, das gibt's auch nur in die Nacht des Raben. Dann trinken wir erstmal so Fischsuppe. Glücklicherweise ist es mit Della geliefert worden. Irgend so einem armen Bauer habe ich anscheinend die Keramik geklaut. Naja, passiert, wenn man sowas opfert, oder? Ich glaube aber, die nehmen dafür jetzt auch nicht ihr Sonntagsgeschirr, sondern haben wahrscheinlich auch einfach so einen alten Keramikteller oder so genommen davor. Nichts zu holen. Wie ist es eigentlich bei euch? Von was für Teller esst ihr? Esst ihr von Keramikteller oder esst ihr von Glasteller? Oder was benutzt ihr dann für Teller? Das würde mich mal interessieren, was so euer Essgeschirr ist. So, zack. Ein Messer, das deinen Namen trägt. Komm her. Ey, hör auf zu beißen, du Sausack. So. Da gibt es auch ein bisschen Wolfsfleisch. Nahrhaft wie Zau. Und in der Südpalz essen sie das alle. Das ist absolut keine Sache. Und was haben wir dann da noch? Fischsuppe. Sehr schön. Und nee, ich bin kein Südpelzer. Ich bin eher ein, ja, Ostpelzer, könnte man sagen. Ich komme aus dem Raum Speyer, falls euch das was sagt. Da ohne ist dann noch etwas. Ja, das sind Goblins, schwarze Goblins, wie es aussieht. Ein Feldknöterich. Den braucht man für, ja, relativ wirkungsvolle Tränke. So. Dann, das ist so die Grundsubstanz, könnte man sagen, für solche Tränke. Huch, da war ein Goblin hinterm Busch. Pfui, ekelhafter Stalker. 2 schwere Äste hat er bei sich gehabt, falls man der Ende zerbrechen sollte. Das ist ja nur logisch. Und da ist irgendwo eine Karre gelandet. Ja, genau. Da steht auch noch so ein Hansel rum. Mit dem sollte man ein bisschen quatschen. Aber erstmal speichern, bevor der uns übers Ohr haut, der Kerl. Der Kantar. Den kennen wir auf jeden Fall noch nicht. Aus dem Minetal. Kurzer 20 Uhr. Wie sieht's aus? Sieh an, wen haben wir denn da? Du bist auf dem Weg in die Stadt. Habe ich nicht recht? Oh jo. Kann schon sein. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Spuck's aus, Marlon Brando. Was hast du anzubieten?
So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst, und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse? Nein, mysteriöser Fremder. Also ohne Scheiß, ich höre lieber auf einen alten Kumpel von mir. Ne? Da ist doch ein Haken an der Sache. Nein, kein Haken. Ach, du doch nicht. Du schuldest mir lediglich einen Gefallen. Ja, genau. Und dann macht er irgendeine absolute Overscheiß, wenn ich in der Stadt bin und verlangt was absolut Wichtiges von mir. Deswegen vergiss es. Wie kommst du in die Stadt? Die Wachen kennen mich. Ich werde ihnen einfach erzählen, ich hätte den Passierschein verloren. Ja. Nee. Ganz im Ernst, ich weiß, dass der was ganz Wichtiges von uns will. Deswegen schiebt er uns sonst wohin. Deinen Schein kannst du behalten. Da habe ich dich wohl falsch eingeschätzt, was? Jupp, Naja, willst du was anderes? Kann ich dich für meine Waren interessieren? das können wir auch gern machen. Das ist absolut kein Thema. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Mach ich. Was hast du da? Ein Feldrübe, ja geil. Amulett der Geisteskraft, Schutz vor Magie. Ja, sowas kann ich mir noch nicht leisten. Edles Kurzschwert, 50 Schade für 25 Stärke. Nagelkeule, braucht 30 Stärke, 55 Stärke. Piratensäbel, 60 Stärke. Langschwert, 85 Stärke. Heidewitzka, das kann ich mir alles noch nicht leisten, mein Lieber. Und das edle Kurzschwert, nee, so schön das auch ist, so ultra edel das Ganze auch ist, aber selbst wenn ich mein ganze Kruscht hier verkaufe, da kommt nichts bei rum, mein Lieber. Ah, das kauft ihr mir für Gold ab. Stimmt, da war ja nichts mehr mit Handeln, genau, das wird ja so abgekauft, genau. Aber selbst so, das kannst du der Hase geben. Nee. Nicht wirklich, aber wir haben hier Goldbrocke, die ich noch verkaufen kann, definitiv. Genauso wie ich Sumpfkraut, da behalten wir einfach mal 3 Stängel oder 2 Stängel für uns. Ich hasse es, gerade Zahlen zu haben. Und ja, das passt schon. Jetzt haben wir wenigstens 270 Gold. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ui, das ist ganz schön teuer hier alles. Ohne Witz. Okay, behalte recht für dich. Und Servus. Ich muss weiter. Von mir aus. Ja, Allah, könntest du auch sagen, wenn Pelzer bist. Der ist bestimmt von anderswo. So, kurz Bogen holen wir uns auch noch. Und sein Karre, da ist noch ein Spruchrolle rausgefallen. Jetzt gehört zu mir. Joink. Nach Korinis. Da will ich noch nicht hier. Die haben mir, die alte Freunde haben mir geraten. Hol dir erstmal hier was, Hacke. Hol dir hier erstmal Kleidung, dass dann wieder ein letzter abgerissener Penner hier rumrennt. Sonst hält mich ja jeder für sonst was. Alle hopp. Gehen wir mal dort hier. Und gucken mal, was wir hier schaffen können. Södele. Aber erstmal wird gespeichert. Das ist das Wichtigste. So, du Kumpel, Lobart. Wie sieht's aus? Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Warum hast du so eine komische Stimme, du Südpelzer? Natürlich für die Bauern. Für die Bauern. Ha! Ona, dieser verdammte Kriegstreiber, bringt uns noch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen? Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Okay. Ja. Trotzdem rollt das R wie Zau. Was ist denn da los, Kerl? Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Ona war der erste von ihnen. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was. Erzähl mir mehr über diesen Ona. Ona ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt. Es heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals halten. Kann's ihm nicht verübeln. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof.
Ja, dann können wir uns auch anschließen. Wir haben hier 3 Fraktionen zur Auswahl. Miliz, Söldner oder Magier. Bei Miliz wird es später zu Paladin gesteigert und bei der Söldner gibt es später Drachentöter als zweite Klasse. So, erzähle mal ein bisschen mehr, Kerl. Was sind das für Söldner, die Ona angeheuert hat? Ich weiß nicht viel über die Kerle. Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Ha, was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Ja, es kommt drauf an, da gab es auch sehr arschständige Leute. So. Was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin ganz froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen, aber auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Der ist auch ganz nett hier, der Ona. Erstmal hier, ne? Deswegen komme ich hier. Vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Du könntest einen Teil des Preises abarbeiten. Ich meine, falls du jemand bist, der Arbeit sucht. Ah, das ist kein Thema. Wie viel kostet dann überhaupt? Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. 70 Goldstücke. Na. Ui, das gibt Schutz vor Waffe und Pfeile 15, aber ich steht mir lieber ein bisschen was schaffe. Ich spare mein Ist mir Geld noch zu ganz teuer. gern. Wie du meinst. Ich spare mein Geld ganz gern, deswegen suche ich erstmal Erwitt. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Aber die Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. Jo, das hatten wir ja So schon. wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Allerhaupt, ja. Ich soll Riebe ziehen, willst du mich verarschen? Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege. Ja, ist es ja leid, wenn er mit jedem von seiner Arbeiter so umgeht, beziehungsweise mit seinen Knechte. So, sonst noch was? Hast du sonst noch was für mich zu tun? Hol erst die Rüben vom Feld, na, dann sehen wir weiter. Ja, hol ich halt die Riebe vom Feld. Alter Barava, mach ich das? So, Feldrieb, da haben wir sie. Ja, die holen wir jetzt erstmal alle. Wie viel bringen die eigentlich, diese Feldrübe? Ja, die haben nicht mal irgendwelche Nährwerte oder so. Die geben nicht mal wie stinknormales Wasser Lebensenergie zurück, die Dinger. Die sind dermaßen ekelhaft, dass sie null Wert für irgendjemand haben. Wobei ein Wert von 3 haben sie insgesamt, hat er gesagt. So, da haben wir noch die Rive. Da sind auch noch. Eieiei, das ist viel Klickarbeit hier einfach nur. Aber jo, wenn der alte Ackermanns Heinz hier seine Rive nicht ernten will, wenn er sich zu Feinde vor ist, dann mache ich das halt fern. So, und fertig mit der Knecht Erwitt. So, Kerl. Ah, der andere Hansel kommt jetzt an, aber das ist auch so ein Knecht von dem Typ, den können wir auch nochmal anschwätzen. Hinten läuft noch der zweite Knecht rum. So, bitte. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Und die Klamotte. So, bitteschön. Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Sehr schön. Dann rede ich nochmal mit Denne hier, dem Marlet. Hey, Fremder! Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ja, Riesling wäre am besten, oder? Aber, was sagen wir mal das hier? Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. So, das hier noch? Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Warum? Sind sie tot? Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Innos sei Dank. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Ich werde den anderen davon erzählen.
Du habe ich jetzt meinen Riesling, den ich gesucht habe. Sehr schön. Dann hier noch. Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich, zu verschenken haben wir hier nichts. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lobart dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Absolut kein Thema, machen wir jo. Und dann hier noch. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich reinlassen. Und du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na, zum Beispiel, dass du von Lobarts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Verstehe. Okay, dann haben wir jetzt mehrere Sachen, die wir Sache können. Weiter muss ich auch noch, aber ich hätte noch gerne mit dem anderen Knecht sprechen. Der hat nämlich wegen der Blutfliege noch was gehabt. Okay. Warte mal, erstmal bevor der mir das Schädel einschlacht. Ja, das konnte ich einfach so nennen, das Ding. Okay. Sehr schön. 25 Gold sind drin. So, ich habe mal gerade Ersparnisse genommen. Und Vino, du auch noch. Ja, 3 Woi habe ich gekriegt oder vor, dass ich hier Käufer habe. Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Na, da ist Die auch sehr Paladine optimistisch. des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Okay. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was gibt's denn da zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobart als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Er hat mir angeboten, mir günstig saubere Sachen zu verkaufen, wenn ich auf dem Hof helfe. Ich habe zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Hol mir eine Flasche Wein und ich werde Lobart erzählen, dass du uns eine echte Hilfe warst. Okay, finde ich gut. Das kann ich ja machen. Bitteschön. Hier hast du deinen Wein. Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Von deinem Kumpel. Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Lobart wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Sehr gut. Dann rechts sagen wir mal nicht. Das interessiert auch jetzt nicht großartig weiter. Und die Zeit ist eh schon längst überfällig. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, die Schafe gehen schon rein. Und das ist auch für uns das... Huch, irgendwo ist ein Wolf. Das hört... Oh. So geht es aber nicht, mein Kleiner. So. So, die arme Bauere hier überfallen. So geht es nicht. Kein Wunder, dass die Schafe hier abhauen. So. Dann den ich aber jetzt auch sagen. Wir sind eh schon drüber. Und ich mache jetzt hier meinen Cut an der Stelle. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 Landarbeiter Simulator auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.